Hallo zusammen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen an die, die vielleicht im Podcast dann später mal zuschauen. Ich möchte gerade beten am Anfang. Jesus, ich danke dir, dass du da bist heute Morgen, dass du mitten unter uns bist. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt in dieser Zeit auch einfach zu uns redest und dass wir unsere Herzen aufmachen können für dich, für dein Reden. Und du einfach uns das kannst ins Herz hineingeben, was du für heute Morgen für uns, für jedes einzelne von uns parat hast. Amen. Hey, ich möchte euch erinnern, vor ein paar Wochen war die Zeitumstellung. Und die Zeitumstellung ist für mich immer so eine zweischneidige Sache, vor allem die im Herbst, oder? Auf die einen Seite freue ich mich mega, weil 1 Stunde mehr schlafen, yes, so gut, das kann ich amigs brauchen. Auf diese Seite freue ich mich. Und auf die andere Seite weiss ich aber auch, hey, die nächsten paar Monate wird es dunkler. Früher dunkel, mehr dunkel. Man hat das Gefühl, die Bäume lassen ihre Blätter alle ab, oder mittlerweile sind sie dann schon bald alle weg. Und es ist irgendwie so ein bisschen eine kältere, dunklere Jahreszeit. Und Herbst und Winter, das weiss man, das ist so eine Zeit, wo Menschen auch vermehrt unter Depressionen leiden, wo das mehr aufkommt, wo sich Menschen vielleicht auch ein bisschen mehr Gedanken machen über ihr Leben, wo gerade dann vielleicht auch mit Weihnachten Menschen auch umso mehr merken, wenn sie einsam sind, wo sie das mehr spüren. Und es ist so ein bisschen eine Zeit, wo die Dunkelheit wie ein bisschen besser spürbar ist, wo es mehr von dieser Dunkelheit gibt in dem Leben der Menschen. Es ist nicht einfach generell eine düstere Zeit, oder? Man kann natürlich auch die Zeit lieben und gern haben, aber es ist so eine Zeit, wo die Dunkelheit, die vielleicht da sonst rum ist, sich deutlicher bemerkbar macht. Und genau in diese Zeit hinein rufen wir schon das 2. Jahr in Folge, und in Winterthur ist es sogar schon das 3. Mal, die Shine Bright Season aus, als Kirche. Es ist so eine Zeit, wo wir unser Licht besonders hell möchten scheinen lassen, wo wir möchten als Kirche unseren Fokus darauf richten, dass wir das Licht, das wir haben, in die Welt hineinscheinen lassen. Jesus hat gesagt, in Matthäus 5, ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das hat Jesus gesagt, oder? Und Licht sind wir, wenn wir die Liebe weitergeben, die wir von ihm bekommen, wenn wir Hoffnung weitergeben können, wir können ein Segen sein für andere Menschen. Das ist das Licht, das wir möchten in die Welt ausstrahlen. In dieser Zeit ganz speziell, oder? Und da geht es nicht darum, den Menschen zu sagen, aus Liebe, was sie alles falsch machen. Ich habe das manchmal schon auf der Straße so Leute angetroffen, die dann genau sagen, was du alles falsch machst, wenn du nicht Christ bist, und sie machen das aus Liebe zu dir. Weil jemand muss dir schließlich sagen, dass du falsch liegst, oder? Um das geht es nicht. In dem, definitiv nicht. Aber ich glaube, bevor wir jetzt so ein bisschen darauf eingehen, was es bedeutet, das Licht scheinen lassen, müssen wir etwas anderes vielleicht noch ganz kurz klären. Nämlich, was ist denn wirklich unsere Motivation dafür? Warum machen wir das? Ist das einfach ein Auftrag, den uns Jesus gegeben hat, oder steckt irgendwo ein bisschen mehr dahinter? Ich bin vor kurzem, bei einer Podiumsdiskussion zuhören, wo verschiedene Vertreter von verschiedenen Religionen darüber geredet haben, was die Liebe bedeutet, ihrer Religion. Es war mega spannend, das so ein bisschen zu hören, oder? Alle haben irgendwo ein Stück weit, oder sagen mindestens, sie haben einen Bezug zur Liebe. Bei den einen kommt es mehr raus, bei den anderen. Und gerade bei uns, wir als Christen, oder? Wir haben natürlich ganz einen speziellen Bezug in dem hinein. Aber ich bin ehrlich gesagt dort ein bisschen enttäuscht gewesen, weil die Person, die das Christentum vertreten hat einen enorm wichtigen Aspekt, warum wir Menschen lieben, völlig ausgelassen. Oder? Es ist dann so darum gewesen, ja, wir haben all den Auftrag und ja, wir müssen die Menschen lieben, ja, Jesus hat es gesagt. Aber was völlig verloren gegangen ist, dass die Liebe, die wir haben, die nächste Liebe im Christentum, ist nicht einfach ein Auftrag, sondern es ist eigentlich vielmehr eine Reaktion auf das, was Jesus schon für uns getan hat. Und das ist nämlich genau das, was das Christentum so von anderen Religionen unterscheidet. In anderen Religionen, wenn du andere Menschen lieben sollst, dann geht es darum, dem Gott irgendwo zu gefallen. Oder dann geht es darum, dass du dir gutes Karma anhäufst, dass es dir besser geht. Oder es geht darum, dass du dir irgendwie den Weg in den Himmel kannst verdienen, oder dass du Strafe vermeidest oder sonst etwas. Und im Christentum ist es anders. Weil all das ist schon passiert.
Das hat Jesus schon gemacht. Und wenn, dann ist das, was wir machen, wenn wir andere Menschen lieben, eine Reaktion auf das, was Jesus schon gemacht hat. Das ist unsere Motivation, unsere Grundlage, oder? Der Römerbrief zeigt das so gut. Der Paulus erklärt 11 Kapitel lang der Römer die Gnade, das Erbarmen, wo Gott hat, dass er sie gerettet hat, aus Glauben, oder? Nicht aus irgendwelchen Leistungen. 11 Kapitel lang erklärt er das. Und dann am Anfang vom Kapitel 12 sagt er, und jetzt, nachdem ich euch das so lange erklärt habe, die einzig angemessene Reaktion auf das ist, dass man unser Leben dem Gott zur Verfügung stellt. Und auch im 1. Johannes steht es viel kürzer und prägnanter. Der hat das in einem Satz zusammengefasst, was der Paulus da in 11 Kapiteln gemacht hat. Das heißt, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Oder? Das ist die Grundlage für das, was wir weitergeben. Und das ist ein ganz anderer Fokus. Es nimmt uns ein Stück weiter den Druck, oder? Weil wir müssen es nicht machen, weil wir irgendwie den Auftrag haben und weil man ja muss und weil es sonst nicht gut kommt mit uns. Sondern shine bright heisst, wir geben von dem Licht weiter, das wir bekommen haben. So wie mit einem Spiegel. Und da einen mitgenommen. Und jetzt können wir mal schnell ein bisschen dunkel machen. Da drin. Ausser ein Scheinwerfer. Der kommt. Das ist nicht der richtige. Der ist der richtige. Schaut, der Spiegel selber, der scheint nicht. Aber wenn da eine Lichtquelle rum ist, dann gibt er das Licht weiter und blendet euch. Das macht noch Spass, he? Aber mehr für mich, weniger euch. Gut. Oder genau das Gleiche ist auch mit einem Diamant oder so. Der funkelt nur, wenn Licht reinfällt. Der leuchtet nicht von sich aus. Und genau so ist es mit uns. Wir geben die Liebe weiter, die wir von Gott bekommen haben. Nicht etwas, was wir selber aus uns heraus produzieren. Wir sagen nicht andere Menschen, weil Gott uns mega reich gesegnet hat. Wir sind grosszügig mit anderen Menschen, weil wir schon so reich beschenkt worden sind von unserem Gott. Und es schade wäre, wenn all das, was Gott für alle Menschen parat hätte, wenn wir das einfach für uns behalten und nicht davon weitergeben. Und darum ist Shine Bright nicht einfach ein Auftrag, den man halt als Christ noch so hat, weil es Jesus gesagt hat. Logisch hat er es auch gesagt, oder? Aber die Motivation, der Grund dahinter ist etwas ganz anderes. Und es sollte etwas sein, was eigentlich natürlich in uns verankert ist, was einfach zu unserem Leben gehört. Eine Art ein Lebensstil. Etwas, was eigentlich das ganze Jahr hindurch wirklich gelten sollte, oder? Vielleicht kennen ihr die Leute, das vielleicht schon mal erzählt, oder am Bahnhof so manchmal so kleine Göckis oder irgendwelche Kaugummi oder sonst irgendetwas verteilen, oder? Ganz vielen Menschen. Ich bin einmal durch und irgendwie haben sie, müssen aufhören und haben noch Föhre gehabt und die haben mir irgendwie 20 Stück von denen mitgegeben. Mega nett, oder? Aber die machen es nicht, weil sie einfach lieb sein, weil sie einfach nett sein oder weil sie mich einfach so gern haben, sondern die werden bezahlt für das. Und es geht eigentlich um Werbung. Und ich glaube, wenn wir wirklich leuchten wollen, dann muss unsere Motivation etwas anderes sein, oder? Dann kann es nicht einfach sein, okay, ich mache das, weil ich hoffe, dass es dann Gott gut meint mit mir oder dass ich dann mehr Segen bekomme oder sonst irgend so etwas. Unsere Motivation muss tiefer sein. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, ist denn das jetzt nicht ein Widerspruch zu diesen Shine Bright Actions, die wir Ende November durchführen? Ich finde es eine gute Frage und ich glaube, es ist wichtig, dass wir über das reden. Und ich finde, aus 2 Gründen ist es das nicht. Das eine ist, oder, wir warten nicht mit der Bibel hinter dem Rücken und machen etwas Liebes und warten nur auf die kleinste Gelegenheit, dass wir ihnen nachher das Evangelium um die Ohren schlagen oder sonst etwas. Das wollen wir eben genau nicht, oder? Es geht darum, dass wir diesen Menschen wirklich Liebe weitergeben können. Dass wir ein Segen für sie sein können. Dass wir ihnen Grosszügigkeit weitergeben können. Das Licht, das uns angeschienen hat, dass wir das weiterscheinen können. Und wenn dann jemand möchte wissen, woher das Licht kommt, ja logisch, oder? Dann zeigen wir ihnen sehr gern, wo das Licht herkommt. Aber wir machen es nicht einfach mit dem Hintergedanken und warten nur darauf. Sondern es geht darum, einfach das weitergeben, was wir schon bekommen haben. Und das Zweite, der zweite Grund ist, oder die Actions, das ist nicht unsere Missionsstrategie oder so, die wir haben, sondern es ist ein Übungsfeld. Es soll etwas sein, so ein Trittbrett oder eine Herausforderung, um einfach mal etwas auszuprobieren, zum Erfahrungen sammeln, zum merken, hey, was passiert, wenn ich so einen Schritt mache? Was passiert, wenn ich mein Licht scheinen lasse? Zum einen, was macht es mit mir? Aber auch zu sehen, hey, was passiert im Leben von anderen Menschen,
wenn ich mutig bin, wenn ich mich getraue. Es geht darum, zum positive Erfahrungen sammeln, zum sich mal etwas wagen, was man vielleicht sonst nicht unbedingt machen würde. So, dass wir eben hoffentlich nachher, weil wir positive Erfahrungen gemacht haben, in unserem Alltag mutiger werden. In unserem Alltag uns vielleicht mehr getrauen, als wir vorher uns getraut haben. Dass es dann eben über das ganze Jahr anhebt und dass es nicht einfach eine Sache ist, die wir jedes Jahr im Oktober und November und Dezember machen und sonst nicht. Das ist die ganze Sache, oder? Und das sind alle von euch herzlich eingeladen, um sich Gedanken darüber zu machen, hey, wo kannst du dein Licht scheinen lassen? Was Gott dir gegeben hat. Oder die Actions, das sind nicht die coolsten und super tollsten Ideen. Wenn du eine andere Idee hast, wenn du noch jetzt einen anderen Ort siehst, wo das Licht brücht, wo die Dunkelheit gross ist, hey, unbedingt dann sag's, oder? Wir lieben es, wenn von euch auch Ideen kommen. Und wenn wir dort etwas machen können, wenn vielleicht noch andere dazukommen, wir können dort unser Licht drin scheinen lassen. Also wenn ihr Ideen habt, die besser sind als die wir haben, unbedingt bringen es, auch wenn sie nicht besser sind. Egal, dort, wenn es neu zu dunkel ist und du kannst und willst etwas dagegen machen, dann bist du herzlich eingeladen, dich bei uns zu melden. Das ist die Shine Bright Season, oder? Und jetzt ist sie wirklich da, jetzt sind wir sogar in der Predigtserie zu dem Thema. Und vielleicht hockst du da drin und du bist mega motiviert und freust dich drauf, oder? Auf all das, was du wirst erleben und was Gott mit dir parat hast. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass dir nicht so ganz wohl ist bei diesem Thema. Dass es dich vielleicht ein bisschen fest herausfordert. Oder eben vielleicht du so ein bisschen sagst, ja, eigentlich hätte ich lieber ein bisschen bequemeres Thema. Weil du vielleicht von dir sagst, ich bin nicht so der ganz Shine Bright Typ und so. Das ist nicht so mein Ding, ich bin eher ein bisschen ein anderer Typ oder so. Vielleicht hast du auch negative Erfahrungen gemacht, oder? Wo du mal mutig gewesen bist und dann schlechte Erfahrungen damit gemacht hast, abgelehnt worden bist oder sonst irgendwie, dass nicht so ganz geklappt hat oder nicht so rausgekommen ist, wie du dir das vorgestellt hast. Und vielleicht bist du auch geprägt von anderen Art und Weisen, wo Menschen wollen ein Licht sein, aber wo vielleicht im Endeffekt kontraproduktiv gewesen sind. Oder für mich so ein Beispiel, das mich immer ein bisschen geprägt hat oder was ich verbunden habe mit rausgehen und etwas machen, ist in der Stadt einen Schemmel aufstellen, draufstehen und die Leute anpredigen. Irgendwie in die Hölle heiß machen. Das ist das, was ich 2-3 Mal gesehen habe. Und das hat mich so abgeschreckt. Oder? Und ich gesagt habe, ich gehe nie auf die Straße raus. Oder ich verstehe es mega, wenn man vielleicht da drin hockt und ein bisschen zurückhaltend ist und nicht ganz so voller Begeisterung für das Thema oder jetzt auch für die Actions, die wir machen. Es braucht Mut. Man muss sich ein Stück weit überwinden, oder? Es ist so eine Hemmschwelle, die da ist. Ich habe die auch gesagt, oder? Jedes Mal, wenn wir unser Kaffee-Giveaway machen, ja, ich hätte 1000 andere Sachen zu tun. Es wäre einfach zum Ausreden finden, warum ich nicht gehe. Aber jedes Mal, als ich es gemacht habe, bin ich mega froh, habe ich es gemacht. Weil es so coole Begegnungen sind. Weil es zum einen etwas mit mir macht, aber eben auch zu sehen, was es mit anderen Menschen macht, wenn wir unser Licht wirklich scheinen lassen und nicht unter den Kessel stellen. Aber wir haben uns entschieden, jetzt auch für diese Serie an einem ganz anderen Ort anfangen. Neulich, wo es hoffentlich für uns alle einfach ist. Nämlich, ich glaube, was wir nämlich alle können, ist für andere Menschen beten. Ich nehme an, das kann jeder. Und mit dem Thema möchten wir starten in die Serie. Eigentlich wäre es vielleicht logischer mit der Hoffnung, die wir haben, oder das Licht, das wir haben. Was ist das Licht überhaupt? Aber wir haben entschieden, wir fangen an mit dem Gebet. Hoffnung kommt nächstes Mal. Ich glaube, dass das Gebet das Ganze vorbereiten kann. Weil es uns hilft, weil es unsere Herzen parat macht und Gott zu uns kann reden. Und es bereitet uns vor auf das, was Gott durch dich möchte tun. Und wir haben den Predigttext kommt heute aus dem 1. Timotheus, Kapitel 2. Und es ist so eine Stelle, aus einem Brief, oder, wo der Paulus und Timotheus schreibt. Und der Paulus, das ist so ein Prototyp gewesen, oder für einen, der sein Licht scheinen lassen hat. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Also das Erste, was wir da sehen, ist, dass der Paulus die Wichtigkeit vom Gebet betont. Und das Erste und das Allerwichtigste ist das Gebet. Mit dem Gebet startet alles. Dort fängt es an. Und dann bringt er das Gebet in direkten Zusammenhang
damit, dass Gott alle Menschen retten will. Also mit dem Auftrag, wo Gott auch dir und mir ein Stück weit gegeben hat. Wir sehen das im Vers 4, oder? Es ist dort noch ein Vers dazwischen, so einen Einschub, den ich euch vorenthalten habe, wo es darum geht, dass wir auch für unsere Regierungen und so weiter mitbeten. Aber der Grund, oder er fängt an mit dem Gebet und der Grund, warum er das bringt, warum das Gebet so wichtig ist, am Vers 4, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden. Also zusammengefasst, oder? Wir sollen für andere Menschen beten, damit sie gerettet werden, weil Gott alle Menschen möchte retten. Gott möchte, dass alle Menschen ihn kennenlernen können. Dass sie irgendwie schmecken können, wer er ist. Eine Erfahrung dürfen bekommen, wer er ist, wie gut das er ist, wie gut dass er mit uns meint. Dass sie Vorurteile, die sie vielleicht haben, über Kirchen, über Religion, über den Gott, können abbauen. Dass sie so in eine Beziehung mit ihnen hineintreten und gerettet werden. Und eben vielleicht erinnert ihr euch an die Serie, der grösste Auftrag aller Zeiten, wo wir hatten. Gott möchte das mit uns zusammen machen. Er partnert mit uns. Er sagt, es ist nicht allein mein Ding, sondern ihr seid eingeladen auf diese Mission. Das ist etwas, was wir zusammen machen. Und in diesem Zusammenhang sagt der Paulus, das Erste und das Wichtigste, was ich euch dazu auffordere, ist das Gebet. Das Gebet und Gottes Auftrag, das gehört zusammen. Und ich finde das cool. Weil das ist wirklich etwas, wo, ich glaube, das kann jeder von uns, oder? Beten. Das ist etwas, wo nicht so schwierig ist und vielleicht auch nicht so viel Mut braucht. Wobei wir dürfen es nicht unterschätzen, was dann eben Gott schlussendlich daraus macht. Oder Gebet, das Wort, das heisst eigentlich mit Gott in Verbindung sein. Die Verbindung zu Gott suchen, ein Stück weit auch in die Gegenwart von Gott hineintreten. Sich ihm zu nähern, ihm näher kommen. Und Jesus redet an verschiedensten Bibelstellen davon, dass wir mit Gott verbunden bleiben sollen. Dass wir näher an seinem Herz bleiben sollen. Und genau um das geht es, oder? In den Kontakt mit Gott zu kommen, mit ihm zu reden, aber auch ihn reden zu hören. Und wenn wir diese Verbindung mit Gott haben, dann macht das etwas mit uns. Zum einen macht es etwas mit unserem Herz. Unser Herz wird sich immer mehr Gottes Herz annähern. Unser Herzschlag wird mehr der von Gottes Herzschlag. Das, was ihm wichtig ist, wird immer mehr auch uns wichtig. Es verändert unser Herz. Sachen, wo wir vielleicht vorher gleichgültig sind, merken wir plötzlich, hey, das ist Gottes Herzschlag. Und es fängt auch an, unseren Herzschlag werden. Wir werden weniger gleichgültig. Und das Zweite, was macht, es verändert unsere Perspektive. Unsere Sicht auf andere Menschen kann sich verändern. Wenn du bettest, hey Gott, zeig mir, wie du die Menschen siehst. Glaub mir, deine Sicht auf die Menschen wird sich verändern. Vielleicht die Sicht über bestimmte Situationen oder über bestimmte Personengruppen. Gott zeigt uns vielleicht plötzlich Sachen auf, die wir bis jetzt gar nicht wahrgenommen haben. Und manchmal passiert es auch, dass Gott plötzlich Sachen in deinem Leben dir aufzeigt. Wo du vielleicht vorher selber blind dafür bist. Sachen, die du vielleicht nicht recht hast wahrhaben oder wo du vielleicht unter den Teppich gekehrt hast. Und Gott zeigt es plötzlich auf. Deine Perspektiven auf das ändern sich. Und das Dritte heisst eben auch, Gebet heisst auch auf Gott hören. Ihn fragen. Hey, was willst du mir sagen? Wer liegt dir am Herzen? Für wer soll ich ein Licht sein? Für wer ist es dran zum Betten heute? Wo möchtest du, dass ich aktiv werde? Oder wo hast du etwas für mich parat? Wenn wir das anschauen, eben gerade im Kontext von dieser Stelle, dann geht es immer darum, dass Gott alle Menschen retten möchte. Und was macht das mit dir, oder? Ein Stück weit möchte ich dich fragen, wenn du das mit Gott besprichst. Hey Gott, wer liegt dir am Herzen? Wer aus meinem Umfeld hat es gerade am nötigsten? Wer müsste irgendwie eine Begegnung haben mit dir? Shine bright heisst zuallererst, oder? Die Beziehung, die Verbindung mit Gott suchen und pflegen und mit ihm dran sein. Und der Paulus, wenn wir die Stelle einmal anschauen, benutzt 3 weitere Wörter für das Gebet, die uns ein Stück weit auch ein bisschen zeigen, wie das aussehen kann, wie das Gebet aussehen soll. Es steht, es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten.
Also die Aufforderung ist mega konkret. Hey, tretet ein für andere Menschen. Setzt euch ein für sie. Betet für sie. Dort, wo sie es vielleicht selber nicht machen. Ein Stück weit ist das auch wie Fürbittegebet, oder? Mit Gott in Kontakt treten für Menschen, die das vielleicht selber nicht machen. Und die Wörter Bitte, Flehen und auch Dank, das sind 3 Wörter, die im Neuen Testament oft gebraucht werden, im Zusammenhang mit dem Gebet. Findet ihr immer wieder. Aufs Danken gehe ich jetzt nicht so fest ein, aber das Bitten, oder? Das steht ein Stück weit für das Fürbittegebet. Wenn es um Fürbitte geht, das ist immer genau das gleiche Wort. Und bedeutet wirklich, für jemanden anstelle von jemand anderem eintreten bei Gott. Das für jemanden machen, anstelle von dieser Person. Eben vielleicht, weil es die Person selber nicht machen kann, nicht machen will, vielleicht Gott gar nicht kennt, gar nicht weiss, wie das wird gehen. Und das Flehen, das drückt so die Ernsthaftigkeit auch aus, wo unser Gebet soll haben, oder? Das ist nicht gerade etwas Geläufiges für uns, aber Flehen, das machst du dann, wenn es dir wirklich ernst ist. Oder? Das ist nicht etwas, was du so ein bisschen einfach so mal machst, sondern es drückt etwas davon aus, wie ernst das ist. Und für das braucht es auch immer wieder die Liebe, oder, die wir von Gott holen und sagen, Gott, zeig mir deine Sicht auf die Menschen. Und dann kommt plötzlich die Ernsthaftigkeit rein. Also es geht in dieser Sache um es von einer Dringlichkeit und einer Ernsthaftigkeit prägtes Gebet für andere Menschen. Das ist das, was uns der Paulus auffordert. Und das ist im Fall eine mega kraftvolle Kombination. Bitten und Flehen bei Gott, das bewirkt etwas. Es löst etwas aus bei Gott. Es bewegt seinen Arm. Fürbitte hat Kraft. Das ist ein Geheimnis, das mega schwer zu erklären ist. Aber wenn wir die Bibel sehen, die Bibel lesen, dann siehst du etliche Situationen, wo sich Gott anscheinend vom Gebet von Menschen sogar hat umstimmen lassen. Und es steht wirklich mit diesen Wörtern Bitten und Flehen. Und wir sagen manchmal so einfach, hey ja, Gebet hat Kraft und so. Ja, dein Gebet hat mega Kraft. Wenn du ernsthaft und mit Dringlichkeit bei Gott bittest und flehst, es hat eine mega Kraft. Es verändert etwas. Es löst etwas aus in Gott. Und es bewegt ihn zum Handeln. Ich finde das krass, oder? Wie genial. Dein Gebet von Ernsthaftigkeit, Dringlichkeit prägt ist, Bitten und Flehen. Es löst etwas aus bei Gott. Oder der Abraham hat mit Gott über das Schicksal von Sodom und Gomorra verhandelt. Und so nicht einfach nur so einmal, hey, könntest du nicht bitte? Sondern Gott hat sich erweichen lassen und er ist nochmal angegangen und gesagt, ja, aber weißt du, wenn nur noch, auch wenn es weniger sind, die wirklich an dich glauben, könntest du es nicht bitte verschonen. 3-mal. Oder wir lesen eine andere Stelle, und das ist die einzige Stelle, die ich gefunden habe in der Bibel, wo sogar steht, dass Gott besiegt worden ist. Das ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Aber im Hosea 12, wo der Jakob, das geht dort, wo der Jakob mit dem Engel gekämpft hat, oder es steht eben mit Gott gekämpft hat. Als er ein Mann war, kämpfte er, also der Jakob, kämpfte er mit Gott. Ja, er kämpfte mit dem Engel Gottes und besiegte ihn, und zwar mit Weinen und Flehen. Oder anscheinend ist es so, dass Gott das nicht haben kann, wenn uns etwas so wehtut, dass wir mit Weinen und Flehen vor ihn kommen. Wenn wir vom Mitleid geprägt sind für andere Menschen, dann ist das etwas, wo Gott wie nicht kann zulassen und einfach nichts machen, sondern dann bewegt es seinen Arm. Und auch Jesus hat uns das Gleichnis erzählt von dieser Witwe, die Unrecht bekommen hat und zu dem Richter ist, der sich nicht auf sie einlassen wollte und wo immer und immer und immer wieder gegangen ist, bis es dem gelangt hat, bis der gesagt hat, hey, jetzt muss ich einfach, sonst komme ich nie in Ruhe über. Und er hat das als ein Gleichnis erzählt, wo er sagt, hey, hört nicht auf beten. Auch wenn vielleicht noch nichts passiert ist, bleibt dran, betet weiter. Gott wird irgendwann Recht geben. Und es ist irgendwie, oder, ein Stück weit ein Geheimnis, weil es wirklich nicht logisch ist, dass Gott sich von unseren Gebeten einfach in Situationen sogar umstimmen lässt, etwas macht, weil du jetzt gerade gebetet hast, weil ich gerade gebetet habe. Aber anscheinend ist es so, dass es Gott ernst nimmt. Und ich finde das mega begeisternd. Und ich glaube, es ist so oft, dass wir das zu wenig nutzen oder nur so ein bisschen halbpatzig nutzen. Und es hat Kraft, wenn wir für andere Menschen Fürbitte machen.
Die Frage ist jetzt, oder, was machen wir damit? Und wie kann das praktisch aussehen? Noch einfach ein paar Gedanken zum Schluss. Was Shine Bright und Gebet, wie das kann aussehen in dieser Zeit hinein. Und das Erste ist, oder, es ist mega logisch nach dem, was wir jetzt alles gehört haben, hey, fangen wir an, für Menschen zu beten in unserem Umfeld, Fürbitte für sie zu tun. Gott zu fragen, hey, was siehst du über dem Leben von dieser Person? Und fangen wir an, für die Person zu beten. Stehen wir ein für sie. Gerade wenn du Not kennst von diesen Leuten, hey, dann bett für in die Not rein, mit dem, was du hast. Lass dein Herz bewegen. Oder frag Gott um eine Liebe für die Menschen und dann bett mit Bitten und Flehen und mit dieser Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit, dass Gott etwas tut im Leben von dieser Person. Vielleicht eine Nachbarin, ein Freund, ein Arbeitskollege oder vielleicht eben auch eine bestimmte Personengruppe, Flüchtling zum Beispiel. Beten vielleicht, dass die Person eine Begegnung mit Gott erfahren. Vorurteil gegenüber Gott kann abbauen, je nachdem, wie weit weg von Gott die Person ist. Aber wisst ihr was? Eine Begegnung mit Gott langt im Normalfall. Der Paulus war der grösste Gegner von Gott. Eine Begegnung mit Gott hat gelangt. Und er war der grösste Fan. Und wir sehen in der Bibel auch Beispiele, wo Leute stellvertretend für andere Buße tun haben. Zu Gott gegangen sind und Buße tun haben für etwas, was nicht sie gemacht haben, was jemand anders gemacht hat. Und sie sind wie in den Riss hineingestanden, wo zwischen Gott und diesen Menschen war. Und gesagt, ich tue Buße für die, auch wenn es die Person nicht macht. Stell dir vor, was das auslösen kann, wenn wir das anfangen. Vielleicht direkt, vielleicht manchmal auch nur indirekt, oder? Und wenn du konkret schon Menschen hast, wo du bettest, hey, dann bleib dran. Gib nicht auf, auch wenn bis jetzt vielleicht noch nichts passiert ist. So viele Durchbrüche im Menschenleben sind passiert oder sind vor langer, langer Zeit im Gebet vorbereitet worden. Wo andere gebetet haben, wo andere eingestanden sind. Das Zweite, was wir machen können, ist für Gelegenheiten beten, wo wir unser Licht scheinen lassen können. Das ist vielleicht schon ein bisschen ein mutiges Gebet auch, oder? Für konkrete Gelegenheiten, wo du vielleicht dein Licht, das, was du bekommen hast von Gott, irgendwie kannst weiter scheinen lassen. Aber vielleicht sogar auch ganz konkret jemandem kannst von deinem Glauben erzählen. Erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat. Was du mit dem Gott erlebst. Und ihnen so zeigen, was das für ein guter, genialer Gott ist. Der Paulus hat in vielen von seinen Briefen die Menschen dazu aufgefordert, für ihn zu beten, genau für das, dass Gott ihm Türen öffnet, dass er den Menschen Gott vorstellen kann. In Kolosser 4, 2-4. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Er ist im Gefängnis und er betet nicht, hey, betet, dass ich aus dem Gefängnis komme, sondern er betet, hey, betet, dass ich Gelegenheiten bekomme, von dem Gott zu erzählen. Egal, ob er im Gefängnis ist oder nicht, oder? Und vielleicht kostet dich das Gebet ein bisschen mehr, aber probier es mal aus, lade dich darauf ein. Bitte Gott, dir die Gelegenheiten zu schenken, wo du dein Licht leuchten lassen kannst. Und das kann auf völlig unterschiedliche Art und Weise sein, oder? Es kann sein, dass du einfach jemanden segnest, dass Gott dir eine Gelegenheit schenkt, wo du jemanden segnen kannst. Dass du Liebe weitergibst. Und eben vielleicht öffnet sich tatsächlich eine Tür, wo du jemandem von deinem Glauben kannst erzählen kannst, von dem, was du mit Gott erlebst. Ich bin überzeugt, wenn wir für Gelegenheiten beten, dann bringt Gott die Gelegenheiten. Ganz sicher. Und ich glaube, das Dritte, im Endeffekt, oder, gehört Glauben und Tat gehört immer zusammen. Das sehen wir überall in der Bibel. Wir sind gerettet aus Glauben, aber wenn wir den Glauben haben, dann wird sich das irgendwo in unserem Leben schlussendlich zeigen. Die Grundlage ist geleitet. Aber ich glaube, das Gebet ist ein Stück weit, oder? Und genauso wie Glauben und Tat zusammengehört, gehört Gebet und Aktion ein Stück weit auch zusammen. Beides geht Hand in Hand. Gebet ist häufig die Vorbereitung für die Aktion, vielleicht sogar die Ursache, für das nachher eine Aktion daraus entsteht.
Gott hat sich entschieden, oder, mit uns Menschen zusammenzuarbeiten, mit uns zu partnern, uns Teil von seinem Plan sein zu lassen. Er möchte durch dich, dass das Licht, das er ist, durch dich kann rausgeschoben werden in die Welt hinein. Und ich glaube, dort, wo Gebet und das Handeln zusammenkommen, dort entwickelt sich eine enorme Kraft. Durchbrüche passieren häufig dort, wo wir mit unserer Kraft ans Ende kommen, aber wo wir in Gebet einstehen, kommt plötzlich der Durchbruch. Dort, wo wir vielleicht vorher nie weitergekommen sind, wenn wir im Gebet Vollgas dran sind, kommt plötzlich die Kraft von Gott drin hinein. Und ein Durchbruch kann passieren. Gott handelt, wenn wir ihn darum bitten. Dein Gebet hat Kraft. Aber manchmal spielt er schlussendlich den Ball zurück und sagt, hey, yes. Und jetzt mach du etwas. Und jetzt ist es dein Turn. Jetzt bist du dran. Und dann ist die Frage, sind wir ready? Und wenn es dir Gott sagt, dann glaub, dass er wirklich etwas macht. Wenn es Gott vorbereitet hat und dir den Auftrag gibt, dann wird er auch schlussendlich auch zum Ziel kommen. Die Frage ist oft, oder, ob wir bereit sind, ihm zu hören. Unser Gebet, das bewegt Gottes Arm. Die Frage ist manchmal, bewegt es auch deinen, schlussendlich. Der Luther, der hat einfach so gute Aussagen. Und eine, wo ich in der Vorbereitung darauf gestoßen bin, ist, bete so, als würde jedes Arbeiten nichts nutzen. Also verlade dich voll aufs Gebet und arbeite so, als würde jedes Gebet nichts nützen. Aber gib auch Vollgas in dem, was du tust, oder? Wo du dran bist. Ich glaube, das ist so die richtige Einstellung, wenn wir diese Haltung haben können. Also als Letztes, oder? Ich glaube, es gibt Menschen unter uns, die würden sich wahrscheinlich als Better bezeichnen. Die lieben es zu beten, die fühlen sich an Gott mega nahe, wenn sie beten. Und dann gibt es vielleicht andere Menschen, denen fällt das ein bisschen schwieriger, so in die Zeit mit Gott reinkommen. Die sind vielleicht eher die es lieben, zum Aktionen machen, zum Taten machen. Denen fällt es vielleicht ein bisschen schwieriger, sich aufs Gebet zu fokussieren. Und wahrscheinlich tendieren wir alle irgendwo in eine von beiden Richtungen. Das ist grundsätzlich auch voll okay. Aber Gott ruft uns zu beidem auf. Er sagt nicht, überlass das Betten den Better und die Aktionen den Aktionisten, sondern mach beides. Es gehört beides dazu, zu einem Leben als Christ. Und je nachdem, auf welcher Seite dass du bist, fordert dich vielleicht das eine oder das andere mehr raus. Aber genau dort passiert der Wachstum, wo wir drin sind als Christen. Wenn wir uns eben dort darauf einlassen, wenn wir uns eben dort herausfordern lassen, wo es uns vielleicht nicht so einfach fällt. So wachsen wir. Und so ist meine Aufforderung heute, hey, lassen wir uns herausfordern in dieser Shine Bright Zeit. Und starten wir mit dem Gebet. Egal, ob es dir einfach fällt oder schwer. Und bitten wir Gott einfach, stehen wir ein für die Menschen, die Gott uns aufs Herz legt. Frag ihn, wer das vielleicht ist in deinem Umfeld. Bitte ihn um Gelegenheiten. Und nachher sind wir bereit, wenn es dann so weit ist, um auch in Aktion zu treten. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich auf uns hörst. Dass unsere Gebete Kraft haben. Dass wenn wir in Ernsthaftigkeit für andere Menschen eintreten, dass es etwas auslöst in dir. Dass wenn wir Mitgefühl haben, wenn wir Menschen lieben, für sie beten und für sie einstehen, dass du dann handelst. Dass du nicht einfach wegschaust, dass es du ernst nimmst. Jesus, ich bitte dich auch, dass du zu jedem Einzelnen von uns redest. Dass du uns Menschen aufs Herz legst, uns liebig ist für sie. Dass wir für sie investieren können, dass wir für sie eintreten im Gebet und dürfen erleben, was du in dem ihnen tust. Ich bete dich für die Shine Bright Season, dass wir wirklich unser Licht scheinen lassen. Und wir möchten es aus dem Gebet heraus machen. Ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen von uns redest, uns zeigst, wo und wie, dass es für uns dran ist, unser Licht scheinen zu lassen. Amen.